So, einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Ich habe jetzt hier nur die Playstation angeschlossen, ähm, rumgefuhrwerkt und gemacht. Capture Card angeschlossen, also ich hoffe, dass alles funktioniert. Also ich habe ja früher schon mal mit der Playstation gestreamt, also so Uncharted habe ich auch. Ne, ich glaube hier, wie heißt's? Mit den Zombies. Hm, Jetzt fällt mir so in, wo es hier auch die Serie gibt. Hier mit der Ellie und wie hieß das dann jetzt noch mal? Also jetzt stehe ich gerade im Schlauch. Ist ja auch egal. Bloodborne habe ich bisher noch nie gespielt. Hauptsächlich, weil ich mich dagegen sträube, mit dem Gamepad zu spielen. Ich kann jetzt auch tatsächlich nicht so hundertprozentig versprechen, dass man das bis zum Ende spiele, weil, wenn mir das Gamepad zu sehr auf den Sack geht, stelle ich das wieder ein. Also ich kann mit dem Gamepad so Spiele eigentlich nicht spielen, aber naja, mir schauen, wie es läuft. Unabhängig davon habe ich, wie gesagt, das noch nicht gespielt. Ich habe zwar bei irgendwelchen No-Death-Runs mal ausschnittweise irgendwelche Sachen gesehen, aber nur sehr bruchstückhaft und mehr oder weniger aus dem Zusammenhang gerissen. Das bedeutet, ich spiele das ganze Ding hier blind. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, wie die Spielmechaniken sind und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Spieler, die beschweren sich immer darüber, dass das nur 30 FPS hat. Keine Ahnung, inwiefern mir das jetzt dann an der Stelle auffällt. Ich mache das jetzt halt auch anders als bei Dark Souls 1. Ich lasse die Zwischensequenzen durchlaufen und so, weil ich die ja auch noch nie gesehen habe. Also von daher bin ich mal gespannt. Ne? Achso, ich wollte übrigens eigentlich auch noch googeln, was mit der Musik ist von dem Spiel. Ob ich die Musik quasi da im Stream drin haben darf oder nicht. Weil eigentlich ist die Musik ja sehr gut. Aber ich will natürlich jetzt auch nicht, dass mein Ding gemutet wird. Ich habe gedacht, ich hätte den Titel gerade eben geändert. Bei mir steht zumindest Bloodborne First Playthrough. Bloodborne Musik Streaming. Nein. Jetzt erzählt ihr mir, wenn ich die Musik streamen will. Machen wir mal Twitch. Also ich weiß nicht, ob ich bisher jemals bei irgendwas die Musik ausgestellt habe. Gut, also ich glaube, das gibt Probleme. Von daher mache ich jetzt die Musik hier mal aus. Anpassung, war das bei Anpassung? Ist halt ein bisschen schade, aber ich kann es dann jetzt halt erstmal so nicht ändern. So, neues Spiel und dann starten wir hier mal rein. Silver Lining 208, wie sieht's aus? Ist der Titel jetzt, also wenn du mal so auf Reload drückst, ist der Titel dann korrekt oder noch immer nicht? So, neues Spiel und Abfahrt. Ah. Jetzt kann ich nochmal alles instellen, geil.
Ich habe es jetzt zumindest überall geändert, wo mir es aufgefallen ist. Ach so, jetzt muss ich hier noch so Lappe zusammenstellen, ne? Also, ei. Ja, genau das. Jetzt muss ich wieder gucken, wo L2 und L1 und so Kram ist. Man hat jo auch mal so gehört, dass man eigentlich mittlerweile auch ganz gut Maus und Tastatur an den Kram hier anschließen kann. Aber keine Ahnung. So, das hätte man. Ah, hier, Geschlecht, alles klar. Alter, jo. Herkunft, Angsthase. Gut, eigentlich passt. Aber was haben wir da noch zur Auswahl? Blutechos. Was sind dann Blutechos? Einziger Überlebender, schwierige Kindheit. ...540. Ja, sind Blutechos wichtig oder nicht? Geschick, Stärke, Ausdauer, Vitalität. Sagen wir so, Vitalität ist ja eigentlich immer ganz gut. Stärke, Geschick 11 und 10. Stärke 15, Geschick 15. Gut, da ich jetzt überhaupt keinen Plan davon habe, machen wir das so. Da ich überhaupt keinen Plan davon habe, Stimme kann man da auch auswählen. Okay. Körperbau. Ach, das lassen wir einfach so. Was wollte ich denn sagen? Da ich überhaupt keinen Plan davon habe, was es hier für Waffe gibt und wie das in dem Spiel ist, kann ich da auch nichts dazu sagen. Alles klar, danke. Gut. Gezeichnet und versiegelt. Beginnen wir nun mit der Transfusion. Oh, nur keine Sorge. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten. Ja, und das liegt jetzt aber so viel an, nicht, oder? Hat er das nicht eben Schmuck gesagt? Ja. Ja, was Flammen geht. Oh, 3. Oh, hier, tick, tick, tack, tack. Oh, noch mehr. Ah, ihr habt euch einen Jäger gesucht. Kann ich jetzt schon gehen? Hoppala. Das war jetzt gar nicht gewollt eigentlich. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe.
Auf jeden Fall hat es mir Energie abgezogen. X, wo ist X? Unne. Suche Bleichblut, um die Jagd auszuweiten. Ja gut, bevor wir jetzt die Tür öffnen, gucken wir mal, was hier noch so abgeht. Hier ist noch eine Tür. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich lang gehen soll. Vielleicht ist es aber ja auch egal. Wollen wir mal gucken, was in der anderen Tür ist? Kann man hier rennen? Also wenn ja, weiß ich nicht wie. Ja, sagt. Das hat sich schnell erledigt gehabt. Sieht so ein bisschen aus, als wäre hier Fall, ne? Wo hier die rote Spuren sind. Und hier kommt hier Gegner, oder was? Hinweise ansehen. Ah, okay. Angriff mit R1. Okay, wo ist R1? Hier. Faust. Hat er nicht noch was anderes als Faust? Ziel anvisieren mit R3. Was ist ein R3? Wahrscheinlich hier der rechte Analogstick eindrücke oder so. Ich spiele normal genau nie auf der Playstation. Gut, so ganz stimmt's nicht. Also an Uncharted 1 bis 4 habe ich auf der Playstation gespielt. Und hier das Zombie-Spiel, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Eigentlich ist es traurig, dass mir der nicht einfällt. Weil das ist hier schon arg Kultspiel. Total gut. Ja, Mensch, ich kämpfe jetzt mit meiner Faust gegen den oder was? Gib mir mal was. Reit hier nicht irgendwo was rum. Vielleicht geht er hier wieder in Flamme auf, wenn er uns berührt. Hab aber immer noch Zweifel dran. Gut, er hat nicht so viel Energie, ne? Aber ich habe auch nur die Faust. Sind das eigentlich zwei oder ist das eine? Jetzt schon irgendwie an, als wäre du irgendwie schnell tot. Ob das so gewollt war? Also ich hätte gerne Waffe. Kann ja wohl nicht sein, dass ich da mit ein paar Faust kämpfen muss. Frisch manikürte Fingernägel. Und muss mit der Faust kämpfen. Geht das irgendwann weiter oder? War das so gewollt? Sagen wir mal so, wenn man jetzt auf dem PC spielen wird und kennt die Grafik nur ein bisschen hochdrehen, ist schon geiler. Hier Döner ab. Badboote. Mit Booten im mit Blutechos handeln, um Gegenstände zu kaufen und zu verkaufen. Gegenstände erlangen. Hatte ich nicht irgendwie 540 Blutechos oder so? Habe ich die jetzt alle verloren, weil ich gestoppt bin oder was? Ja, da hätte ich die Jahre am Anfang nicht gebraucht, oder? Ich dachte jetzt, Herr Yacht wieder. Die Boten bieten dir eine Feuerwaffe an. Wähle eine aus. Feuerwaffen werden mit der linken Hand geführt und bei der Bestienjagd verwendet. Aha. Und was haben wir jetzt hier zur Auswahl?
Sagen wir mal so, mehr Schade ist immer gut. Blutangriff 70 plus 1. Was hat das dann für einen Nachteil? Haltbarkeit ist weniger. Die Frage, spielt das Roll mit der Haltbarkeit? Ich sage es, wie es ist. Mehr Schade ist mir lieber. Sehr gut. Was haben die da unten? Haben die auch noch was im Angebot? Die Boten bieten dir eine Trickwaffe an. Wähle eine aus. Trickwaffen werden mit der rechten Hand geführt und bei der Bestienjagd verwendet. Stark. So, was ist hier? 90 plus 3. Warte, muss hier. Ach, jetzt habe ich bei der Waffe nicht drauf geachtet, auf was das skaliert, ne? Kann man hier auch irgendwie zurückgehen? Jetzt, die Waffe kann ich schon nicht mehr erinnern, ne? Kann ich irgendwie hier mal gucken, was das für eine Waffe ist? Inventar, Status, System. Hier, ne, hier. Mit D auf... Was ist denn das? Blutfärbung. Okay. Alles klar. Und die Kollege hier... Die skalieren nicht auf das Blutgedöns. Gut. So, und das D und E, E und C. Also die hier sind quasi gleich. Also theoretisch macht dir jetzt die Waffe hier mehr Schaden, ne? Ich hatte aber gedacht, die meiste benutze die. Aber da konnte man doch noch irgendwie so Anzeige umschalten. Hier. Eine Trickwaffe aus der Werkstatt, die für gewöhnlich bei der Jagd verwendet wird. Diese Säge fügt Bestien blutende Wunden zu und verwandelt sich in ein langes Hackebeil, das sich die Zentrifugalkraft zunutze macht. Da war alles klar. Die Säge mit ihren scharfen Zähnen ist ein Symbol der Jagd und wird effektiver, je scheußlicher die Bestie sich verwandelt hat. Okay. Eine Trickwaffe aus der Werkstatt, die für gewöhnlich bei der Jagd verwendet wird. Behält die Eigenschaften einer Axt, bietet dank Verwandlung aber mehr Angriffsmöglichkeiten. Verfügt über einen starken, stumpfen Schlag mit hohem Wiedergewinnungspotenzial. Okay. Was sie früher auch waren. Bestien sind Bestien, nicht mehr. Einige wählen diese Axt, um damit Henker zu spielen. Und ein Stöckchen. Eigentlich, der hätte schon mehr Stil, der Stock, ne? Eine Trickwaffe aus der Werkstatt, die gewöhnlich von Jägern bei ihren Pflichten verwendet wird. Als fester Klingenstab ist sie tödlich genug, dient aber auch als Peitsche, wenn die Klinge aufgeteilt wird. Okay, jetzt kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Die Waffe im Stab zu verbergen und Bestien mit der Peitsche zu schlagen, ist fast schon ein zeremonieller Akt. Ein Versuch zu beweisen, dass die Blutgier der Jagd sich nicht in die Seele geschlichen hat. Aha. So, jetzt nur noch also jetzt, aber das macht halt extrem wenig Schade, ne? EC hat halt ein bisschen bessere Skalierung auf Geschicklichkeit. Ach, keine Ahnung, ich nenne einfach mal Sägehackebeil. Vielleicht kann man das irgendwann später auch nochmal rummachen. Was geht da ab? Ein Notizbuch von den Boten. Hinterlassen Nachrichten bei diesen treuen Dienern, um sie mit Jägern in anderen Welten zu teilen. Ich kann vergessen, die kriegen gar nichts von mir. Ja, geil. Du, da hinten war Kabelkram. Was geht da unten ab? Warte mal. Hier geht's auch hoch. Warte mal, war da nicht eben irgendwas? Hier. Was geht denn hier ab? Alter! Gamepad, ey, ohne Scheiß. Mit Analogstick, Kuckuck und Lave. Hätte ich so Bullshit ausgedacht. Nimm Hilfe von Jägern aus anderen Welten an, indem du die Herausforderungsglocke benutzt. Gibt's nicht. Machen wir ohne Hilfe. Wir sind nicht hier Waschlappe. Geht mit dir ab? Ja komm, du warst doch eben da. Hilf Jägern aus anderen Welten. Nix, ich helfe keinem.
Soll gucken, wie sie selber verrecke. Was geht da ab? Gegenstände verwenden. Okay. Gegenstände wechseln. Okay, was ist hier jetzt? Hab ich keinen. Geil. Dann hat sich das hier schnell erledigt. Waffen wechseln. Okay. Waffe kann ich irgendwie wechseln. Ja, das macht er ja richtig gut mit dem Waffenwechseln, ne? Man sieht richtig, wie er die Waffe wechselt. Ich hab doch hier eben irgendwie Waffe gekriegt. Wo sind die dann? Kann ich die hier irgendwie ausrüsten? Und was ist mit meiner Pistole? Kann ich die auch irgendwie ausrichten oder was? Ah, hier, warte, stopp. Zack. Ja, jetzt macht das mehr Sinn, ne? Notfallauffüllung der Quecksilberkugel. Mit Bedacht verwenden. Aktion verbraucht GP. Was ist ein GP? Ist GP Vitalität? Gab es hier nicht irgendwie Status irgendwo? Hier. Die Abkürzungen stehen natürlich wieder glücklicherweise nicht dabei, ne? Hier, GP. Das scheint die Vitalität zu sein. Okay, also das machen wir dann nur im äußersten Notfall. Stark. Hier sind wir, glaube ich, eben hochgelockt. Warte mal, hier kommen doch überall so kleine Hutzeltrutze aus der Erde raus. Was von die dann erzähle? Wenn man von einem Gegner Schaden nimmt, kann man innerhalb eines kurzen Zeitfensters eine gewisse Menge GP erneuern. Ach, GP heißt wahrscheinlich Gesundheitspunkte, hä? Wenn man den Gegner angreift. Stark. R1 bei einem taumelnden Gegner. Eingeweideangriff. Wo ist denn R1? Okay. Das Abfeuern der Feuerwaffe unterbricht einen Gegner und lässt ihn taumeln, wenn rechtzeitig auf seinen Angriff reagiert wird. Okay, das ist quasi so eine Art Parry-Mechanismus wahrscheinlich. Den Gegner von hinten mit einem geladenen Angriff zu treffen, lässt ihn taumeln. So, was ist ein geladener Angriff? Nein. Wahrscheinlich das Ding hier. Ah, hier. R2, starker Angriff, gedrückt halten, geladener Angriff. Okay. Jetzt warten wir. Okay. Naja gut, das ist schon ein bisschen langsamer. L1, Waffe transformieren. Wo ist ein L1? Ich hab gedacht, das wäre die Schusswaffe. Ah. Haben wir natürlich schon ein bisschen mehr Reichweite. Das ist schon ganz geil eigentlich. Was geht's hier lang? Ah, stopp, hier war noch irgendwo eine. Gesten, persönliche Angriffe. Gegenstände. Gesten, was für? Gesten brauchen wir kennen. Jawohl. Du bist dran. Und das? Haben wir noch nichts. Ja, dann los. Dann hier. Ach, guck mal, hier sind auch noch welche. Alter, wer soll die dann alle finden? Nimm Hilfe. Hatte mir das nicht ewig erst? Dumm geschwätzt. Ah ja. Ja, jetzt sind wir wieder oben, ne? Rennen. Ah, schau, ich wusste, dass man rennen kann. L und Springe. Ja, mehr oder weniger. Und was ist mit den anderen Knöpfe? Gibt mir das auch noch irgendwo erzählt, für was jetzt hier Viereck und Dreieck sind? Warte mal, wie geht's denn hier lang? Ne, wir sind eben die andere Seite hoch lang. Warte, hier war noch irgendwas. Okay, hier ist irgendwo der Rotz benötigt. Haben wir alles nicht. Kann man hier die Tür aufmachen? Will ich nicht. Warum sollte man auch Türe aufmachen können? Was ein Irrglaube, dass Türe dafür da sind, aufzumachen.
Gut, eigentlich sind ja 8 Türen nicht zum Aufmachen, sondern die sind ja eigentlich eher dafür, quasi Leute draußen zu lassen, draußen zu behalten. Wie kann man sie ja absperren? Also die Ladezeiten sind schon lang, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich vorhin meine Gedankengang zu Ende gebracht habe. Am PC-Spiele wäre halt jetzt schon geiler, weil dann könnte man nämlich, ach hier vielleicht mal was an der Auflösung in den Traum des Jägers zurückkehren. Die Ahnung, was ist das? Hinweise ansehen. Rechte Waffe. Warte, hier. Rollen, klar. Rückschnitt, klar. Optionsmenü, ja, ist auch klar. Schießen, L2. Also das ist ja schon wieder kompliziert. L2 ist Schieße. R3 ist anvisiert, soweit waren wir ja schon. Nur gut, wenn wir jetzt hier drauf drücke und... Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt halt nicht so genau, was das bedeutet. Kommen wir dann wieder zu dem anderen Ding, oder was? Also zu dem Rondello? Ja, ach so, okay. Das ist traurig. Das ist komisch, oder? Naja, gut. Wenn die Ladezeit nicht so lang wäre, wäre es ja halb so schlimm, dass ich mich jetzt hier verklickt habe. So, jetzt Basu. Warum bin ich eigentlich so dunkel? Ich sehe nichts. Wenn wir hierher kommen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich hier so in die Treppe runtergegangen bin, aber wahrscheinlich. Seid ihr auf der Jagd? Klar. Dann tut es mir sehr leid, aber ich kann euch nicht hereinlassen. Ich bin Josefka. Die Patienten hier in meiner Klinik dürfen nicht der Infektionsgefahr ausgesetzt werden. Stark. Ich weiß, dass ihr für uns, für unsere Stadt auf der Jagd seid, aber ich kann nichts machen. Bitte, mehr kann ich nicht für euch tun. Ach, guck mal. Josefkas Blutprobe. Geht jetzt und Weidmanns Heil. So machen wir es. Eigentlich schon ganz geil mit der Geste. Was gibt's denn noch so? Okay. Das so wie der sitzt. Und Ausruhe. Was ist das? Jägerinspiration. Machen wir dann, wenn wir den Bossgegner geklatscht haben. Was ist das? Das machen wir dann, wenn wir verloren haben vielleicht. Da kann der Arm rausfallen, ne? Und gut. Ah ja, hopp dann. Alles klar, brauchen wir alles nicht. Wie konnte man die Waffennummer inklappen? So nicht. Wie war denn das? L1? Ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, was besser ist, ne? So hat sie halt mehr Reichweite. Nein, ich habe Schuss vergeudet. Ich bin draufgekommen, scheiße. Kann man hier irgendwie Blocke? Ah ne, Blocke ist quasi so ein bisschen der Schuss dann, ne? So, was geht hier ab? Wenn du ein Ziel anvisierst, machst du schnelle Schritte statt zu rollen. Okay. Das was bringt. Schön. Ach, guck, hier kann man was insammeln. Blutfiole, ist geil. Ist das hier irgendwie zum... Nein! Jetzt habe ich hier noch weniger Energie. Ich wollte mehr Energie haben. Wie kann ich mich denn heilen?
Der ist jetzt blöd, ne? Sieht man das hier irgendwo? An Steuerung. Ne, ich hätte gern so eine Art Tastebelegung. Irgendwie muss man sich doch heilen können. Ah, Dreieck. Aber alles klar. Und was ist... GP erneuern, verwendet... Ja, geil, jetzt sagen wir das. Wo ich vor 5 Minuten überlegt habe, wie das geht. Machen wir voll in den Überpunkt. Sagen wir mal so, die Grafik ist schon irgendwie ausbaufähig. Also jetzt nicht, dass es schlecht wäre, aber man sieht jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen in die Ferne guckt, auf dieses Tor, dann sieht es schon, dass es alles so ein bisschen gekrisselt, ne? Ich meine, das ist liegt... Okay, das liegt wahrscheinlich nicht an den 30 FPS, oder? Das liegt wahrscheinlich dann eher an der Textur und an der Auflösung. Wechselbergkugeln, geil, die können wir brauchen. Da muss doch doch irgendwas. Das hört sich auch nicht gut an. Das hört sich an, als wäre das was Großes. Da gibt es jetzt Fette vor. Sieht man mal an. Und wir haben uns erst durch die Tür kommen. Ja, das hat man erledigt gehabt. Eigentlich müsste das Setting der Yokale Silberlein liegen. Das ist grafisch schon so ein bisschen. Oh, der will. Stark! Nein! Stopp! Halt! Ah, hier leider, geil. Gibt's hier hinten noch was? Eine Klaue? Ihr macht nicht lange. Stark! Oh, noch einer. Nein, klatsch mal nicht. Ah, die konnte man ausweisen. Ah, mit hier Dings. Bringt er gleich? Ja. Boom hat's gemacht. War er weg. Kommst du hinten dran? Molotow-Cocktail. Ach, was interessant. Ist jetzt... Warte, die Kiste kann man aber nicht machen. Also ist jetzt aber schon, sagen wir insofern ganz interessant, weil man kann ja hier runtergehen und die Leder hoch. Ah, das scheint eher so sackgassenmäßig zu sein. Kann ich das hier weghauen? Männer, hier kann man runterfangen. Wir probieren es mal mit aus. Gut, damit ist auch relativ klar, wo es lang geht. Warte, wo kann man hier irgendwie so Shortcut-mäßig das machen? Jo, dann halt nicht. Schreibdose. Guck mal das hier.
Oder liegt das doch an den 30 FPS, dass das alles so ein bisschen komisch zeichnet? Ja, aber was Lämpchen an, dann wirst du am nächsten hell. Diese Lampe bringt dich zurück zum Traum des Jägers. Wenn du stirbst, wachst du bei dieser Lampe auf. Schön. Wo kann man dann jetzt aufleveln? Das wäre doch interessant zu wissen. Ja, wir gehen mal zurück zum Jägertraum und dann gucken wir mal, ob man dann irgendwo aufleveln kann. Wie war denn das bei Dark Souls? Hat das irgendwo gestanden? Hier kann ich jetzt aufleveln? Oder müssen wir das Geschick selbst erleiden? Also hier, der will mir Sache verkaufen. Vielleicht verkauft der mir 8 Level. Was ist Kiesel? Okay, warum sollte ich was nutzen? Verstehe ich. Nein. Nein. Gegenstände verkaufen. Was man alles machen kann. Aber ich würde jetzt gern wissen, wie ich mich aufleveln kann. Das wäre geil. Was geht hier ab? Erwachensgrabstein. Da ist die Tür auf, das ist neu. Hier der alte Lappe, der uns vorhin wach gemacht hat. Ja, Siri, du warst auch nicht gemeint. Gute Nilay. Also. Ich muss zuerst das iPhone entsperren, damit ich mit Siri reden kann. Ist ein bisschen, wie soll ich denn das formulieren? Aufdringlich, die gut war. So. Mit dem können wir bestimmt schwätzen. Willkommen im Traum des Jägers. Dies wird fürs Erste. Ich bin... Ihr seid mittlerweile sicher sehr durcheinander, aber denkt nicht zu viel über alles nach. Zieht einfach los und erlegt ein paar Wisst ihr, das ist das Geschäft des Jägers. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Was ist denn das? Kann man die Stimme ein bisschen lauter machen? Ja, also ich habe gedacht, dadurch, dass der Anna-College in Holland ist, hat sich das erstmal erledigt gehabt. Um diesem schrecklichen Traum des Jägers zu entkommen, halte die Quelle der sich ausbreitenden Plage der Bestien auf, damit die Nacht ewig währt. Wieder sehr hilfreich. Gut, das wäre wahrscheinlich die einzelnen Level sind, dass man sich da irgendwie so hin teleportieren kann. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Was ist das? Provisorische, Alter. Und hier sind aber ja 8 welche. Jo. Können wir mal. Also ich normalerweise streame ich so knapp 2 Stunden, also so bis um 8 rum. Danach hätte ich dann theoretisch Zeit. Also, sagen wir 8:30, 9 oder sowas. Ich würde gerne wissen, wie ich hier Level investieren kann. Das mir schade macht. Vielleicht geht das auch noch nicht, weil es noch so früh ist. Der muss nur abfinden, wenn er irgendwann schnell. Gut, dann gehen wir mal hier runter.
kann ich mich nicht mehr bewegen. Tod für euch! Wie konnte man sich nochmal heilen? Dreieck, ne? Das hat sich jetzt... War das gut? War das so hoch? Okay, hier geht's weiter runter ins Verderbnis. Hier kann man womöglich runterspringen, aber das will man ja wahrscheinlich nicht, weil das Aua macht. Keine Ahnung. Ja, gehen wir mal zuerst hier weiter. Aha. Nein, hör auf jetzt! Das sind aber viel Gegner auf Elmo. Das ist mir ein bisschen heftig jetzt. Aber man muss so, als hätten wir das noch tief. Auf der anderen Seite, wenn doch Gegner sind, wo die schließen ja eigentlich schon da unten. Kommen sie da, oder? Hä, warte mal, da oben ist... Ah, da hinten kann man hoch. Das sind aber jetzt schon viel Gegner auf Elmo, finde ich, ne? Das ist mir ein bisschen heftig eigentlich. Gehen wir mal hier Richtung, oder? Ist hier etwa ein Tor als Absetzen, das man aufmachen kann? Und Scheiß. Ich kann dann bitte jedes fucking Tor verschlossen sein. Aber ich bin nicht hoch. Das ist nicht leicht. Der haut bestimmt stets drin. Oh ja. Ausweichen muss ich noch üben. Die konnte man noch mal schießen. Ja, das hat schon nicht geklappt. Oh, jetzt. Nein! Ich wollte gerade, was mit dem Ausweichen habe ich noch nicht so... Ich will meine Rolle zurückhaben. Von Dark Souls und so. Barige Gegner? Ja, ich glaube schon. Genau. Jetzt pass auf, jetzt kommen, greift Timo an. Okay, so hinter geht scheinbar. Ihr seid verflucht! Ich glaube, jetzt hier lang gegangen, ne? Ah, du warst nein! Anvisiere wollte ich. Genau. Elende Bestie! Ihr macht nicht lange! Jetzt lassen wir die Bagage wieder vorbeiziehen. Da kann jetzt hier bestimmt irgendwie da unten die mein Kram hier sammeln, den ich verloren habe, oder? Wie das so Dark Souls-mäßig ist. Ich weiß auch noch nicht, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, wann ich so jetzt genau schießen muss. So, zum Einsammeln, oder? Also das ist dann weg, oder was?
hab doch auf Ausweichen. Aua! Ist damit gewesen, oder? Habe ich das nur übersehen? Weil der verliert mir einfach alles und gut ist. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Das wäre ja schon ein bisschen assi. Aber also normalerweise, guck mal doch im Tutorial manchmal so gesagt, hier, wenn du stirbst, dann kannst du angehen und dann holst du versuchen und bla. Tod für euch! Tod allen Elend! Wie konnte man das irgendwie noch mal ausklappen? Ne, stopp. Ihr verseuchte Ratte! Konnte man das noch mal ausklappen? Mann, das gerade zwei Dinge. Nein! Ah, L1. Halt eigentlich schon ganz geil, dass die Synchronisation deutlich eingestellt stimmt. Ah, hier, guck mal, hier ist ein Hebel. Geil. Hebelplatte mal zuerst. Ja, das ist doch jetzt Shortcut, oder? Ja, genau, geil. Ja, das gefällt mir. Hier war noch irgendwo einer, meine ich. Hier. Bestie! Elende Bestie! Hat der einfach so viel in der Hand. Für euch! Aber jetzt, also nochmal zurück zu meiner Seele. Ne, hier ist das irgendwie Blutgedöns. Hier liegt nirgends was, wo man jetzt sagen könnte, das kann ich jetzt hier quasi einsammeln. Ich weiß halt tatsächlich einfach nicht, wann ich du jetzt schießen muss. Stark, der hat gesagt. Nein! Kann man mich nur vielleicht heilen? Und dann nur heile hier. All der Steuerung mit Gamepad ist hasse ich wie die Pest im Gamepad. Ich weiß gar nicht, wie Leute mit dem Gamepad so Spiele spielen können. Also Rennspiel lasse ich mir ingehen. Oder sowas wie Street Fighter. Oder FIFA. Der so, hier, Jump-and-Run Spiele. Ich will aber hier den Zwiebelritter, den will ich jetzt packen. Für euch! Stark. Geil. Ihr Monster! Halt die Ausdauerleiste leer. Halt Ihr seid nicht erwünscht! Hat dir nicht irgendwas gestanden, wenn ich stehe schnell klatsche, so dass ich dann irgendwie so ein bisschen Energie zurückkriege? Das fand ich ja jetzt anders.
Ja, jetzt müssten wir eigentlich zuerst nochmal hier die 2, 3 Hansel kaputt machen, dass wenn ich mich hier ein bisschen zurückziehen muss. Ah, doch, warte, hier. Ach, die Blutpfütze, die kann ich... Ah, okay. Ja, ich wusste, dass das irgendwie geht. Die ist aber auch sehr unscheinbar, oder? Kann man auch mal übersehen. Vorbei. Lebt ihr noch? Hoffnungslos. Der Ede nicht gestoppt, als ich eine schwere Angriff gemacht habe. Den Laden schwere Angriff. Jawohl! Dem holst du Macht nicht lange. Ich glaube, wenn ich sie eingefahren habe, mache ich mehr Schade. Ne? Da ist die Reichweite ein bisschen kleiner. Aber ich mache mehr Schade, so irgendwie, ne? So gefühlt. So, aber die kommen bestimmt auch irgendwann nochmal zurückgeschlappt, oder? Aber auch Reichweite bei dem Ausweichen zu Vari Pracht. Wann muss man dann durchschieben? Ich an die falsche Taste zum Angreifen. Zum Angreifen immer X, aber so hinten auf der Schultertaste angreifen. Ey, wer sich das wieder ausgedacht hat. Oh, ich will mal. Ich würde mich schon ein bisschen reizen, diese Klatsche, aber das sind 4 Stück und irgendwann kommt noch 5 der runter. Ne, gut, da stehen auch noch 2. Das ist mir halt ein bisschen heftig. Jetzt habe ich hier eben so quasi so irgendwie so Feuerangriff oder Feuerhand gehabt. So weiß ich jetzt aber auch noch nicht so genau, wann ich die bekomme. Bitte! Gott! Die wahre auch schon mal spendabler. Die haben wir als schon mal so Fiole gab für Energie wieder aufzuladen, ne? Gibt's hier alles? Oh, Alter, mit dem hatte ich nicht gerechnet. Der denkt da dran, dass der 20 Meter weit springen kann. Kann ich auch schon hinstellen. Scheiße.
Alter, der ist aber nicht lang gesteckert. Da komme ich ja kaum an, per Angriff zu machen. Gibt's da auch dann so Finisher, ne? Also quasi wie bei Dark Souls, wenn ich so parrye und ich da einen einfachen Angriff, also stinknormaler Angriff mache, dass das dann so... Ihr wisst, wie ich meine? Kann man das mal hier irgendwie ausprobieren? Bei so einem nicht so gute Gegner irgendwie. Hier, da kommt doch gleich so einer, oder? Hier hin auf den Tisch drauf, genau. So, jetzt war so, greif mal an. Nein, falsch Tast! Der denkt dann dran, dass der Schultertastangriff ist. Ja, ich hab den falschen Tast gedrückt. Hilfe! Oh Gott! Gott, no. Ah, ja. Nicht wie ihr. Gott! Hat er jetzt eben nicht in der Richtung gemacht. Desto werde ich noch nicht so warm damit, mit dem Ausweichen und Schieße und bla. Das ist irgendwie alles noch ein bisschen komisch für mich. Möglicherweise gewöhnt man sich dran. Stand jetzt ist es tatsächlich nicht so meins, wenn ich ganz ehrlich bin. Gott! Der hat die Silberkugel, das ist schon ganz gut. Oh ja, aber Fiole bräuchte ich. So habe ich nur noch 2, das ist quasi gar nicht. Weg für euch! So, der hat auch bestimmt hier irgendwie... Ne, hat er natürlich nicht. Klar, geizig für der sonst was. Wo sind wir denn gestoppt? Da unten irgendwo, ne? Weil er so 30.000 Meter weit gehupft ist. Sagen wir mal so kommt man natürlich auch an Blut-Echo oder wie das hier, hey. Wenn der wenigstens gesteckert wäre, wird das ist ein geladener, schwerer Angriff. Was? Was? Ey, Schlag! Ich glaub's hackt. Normal hat er immer als irgendwie so... Weiß nicht. 40-50% von der Energie abgezogen, aber ich hatte jo fast voll, oder? Ja gut, jetzt die Gehschen können wir jetzt nicht ausgegangen. Ne? Stark. Ja, das gleiche Problem hat Eva. Ach, guck mal. Vielleicht lässt ihr einer noch so Blutviole-Falle. Der hier ganz zuvorkommen. Bitte! Gott! Ah, jo, klar. Ah ja, danke. Jetzt aber knauserig wieder, ne? Also sagen wir mal so. Ich will jetzt nicht sagen, dass es keinen Spaß macht. Aber nervig ist es schon. Also weil irgendwie mit dem Ausweichen funktioniert aus meiner Sicht jetzt nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Wenn sagt ja auch keiner, dass mir jetzt gerade hinter diese Dicke machen müsse, aber den will ich jetzt machen.
Da hat auch schon mal Schlag gereicht. Tropft der was? Ne, tropft der was? Nichts kann man sehen. Das Problem ist halt irgendwie das mit diesem Ausweiche. Nein! Ich muss das Ding ausfahren. Vielleicht, dass ich ein bisschen mehr. Ich doch jetzt Geschoss! Ah jo! Ey, durch die Tier durchgesprungen. Wie weit kann der dann bitte springen? Wenn wir mal hoch. Nehmen wir hier nur noch haben wir noch eine Haube. Das Problem nicht. Nein, ich häng fest. Ist der jetzt kopflos oder was? Oh, wenn er das jetzt wieder Exi, hä? Wie der klar hat. 180 Grad, hier ist so nur drin. Ohne die Kamera dabei zu drehen. Ich sah wie es ist jetzt. Sagen wir so, ich komme ja schon so ein bisschen vor wie bei Sekiro, wenn ich ehrlich bin. Oder ich formuliere es anders. Ich hoffe, es ist so ähnlich wie bei Sekiro, dass ich am Anfang erstmal überhaupt nicht Zeit sehe, von die Reiche. Und dass es dann aber mit der Zeit besser wird. Aber das ist jetzt eigentlich wäre dann die Alternative, dass ich die ganze Bagage hier machen muss. Ich meine, die brauchen zwar alle nur 2 Schläge oder so, oder vielleicht 3, aber es sind auch viele. Ah jo, ich war noch gar nicht um die Ecke, heute ja wieder klar. Ihr seid verflucht! Ja, und du Stepp. Wo ist dann so die Blutpfütze? Die muss doch hier irgendwo sind, oder? Ich bin doch hier irgendwo bin schon gestoppt. Hab ich die Stiegen gesammelt? Kann eigentlich nicht Sinn, aber 1000 zu suchen jetzt. Ja, stimmt. Ich glaube, wie ich den ja umgebrungen habe, da habe ich was umgesammelt. Ich habe aber gedacht, es wäre Item, weil der gestoppt ist. Und das war dann wahrscheinlich mein Blut. Ich bin ja eigentlich hier. So könnte man vielleicht hinlocken. Also wenn man nicht hier hinlocken wird, ne? So könnte man zumindest irgendwie so... Aber das Ausweichen fühle ich jetzt wirklich schon überhaupt gar nicht in dem Spiel. Vielleicht ist das aber auch so ein Spiel, wo man nicht ausweicht, sondern umläuft, aber das hat sich auch nicht getan. Das. War hier irgendwo ein? War das nicht
so, genau, wo es irgendwo starten, da kann man unter Umständen runterspringen, jetzt kann man halt schon kann. Klopft nicht, ja. Also eine Dose was Molotow, die kenn ich mal. Die können die mal überschmeißen, vielleicht hau die oder so. Seid ihr dieser Fremde? Jo, Tja, tut mir leid, aber ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Verschwindet von hier! sehr betrüblich. Seid ihr? Tja, tut mir leid. Verschwindet! Das war's auf. Schnelle Gegenstände. Richtig, das ist halt auch wieder so, kann auf ein Ziel geschmissen werden. Aber da steht jetzt nicht, was mir das bringen soll. Das will ich, ne? Da steht jetzt halt aber auch wieder nicht, wie viel Schade das macht, ne? Okay. Naja, da muss alles nicht so. Ah jo, jetzt, ich kenne mich schon. Jetzt komme ich wieder aus Versehen, drücke ich jetzt wieder irgendwelche Taste. Und dann schmeiße ich den Rotz so wild durch die Gegend. Oh fuck. Ey, nicht da. Aber wo kommen die jetzt mit Emo her? Oh, geil. Wollte ich sagen, warum, also wie sind die dann jetzt quasi wieder zurückkommen und von da hinten her? Weil die sind ja eigentlich in die Richtung geschlappt, ne? Das Bagage hier. Elender Fremder. Niemand öffnet in einer Nacht der Jagd seine Tür. Verschwindet. Sofort. Ich würde halt echt gern mal aufleveln. Wo kommt der dann her? Ihr seid verflucht! Gut. Ach Gott, da hinten ist Hexenverbrennung oder was? Ah, gut. Alter, wo kommst du denn jetzt wieder her? Nein! Doch, nee, falsch. Ihr seid verflucht! Ja, alle so genauso richtig. Hätten sie doch mal 5, 6 springen lassen. Dann haben wir ein paar Hits. Oh, Alter! Das ist alle gar hergeschluckt, Kommodor. Ihr seid verflucht! Alle Ecken kommen so rausgehupst, du. Das nützt ja mich, das erschreckt mich hier in der Natur.
sind mir aber jetzt echt ein paar zu viele Unentschieden. Kommen die jetzt alle wieder hochgerannt? Nee, ne? Ah, jo, kommen sie da hochgerannt. Klar, zack. Warte, wo bin ich denn hergekommen? Ja gut, das ist nur nein, das geht hier noch. Ich hab gedacht, die kämen ja jetzt alle nur gerannt. Dass du jetzt aktuell hier irgendwo aus dem Rücken in ein Haus kommst. Kann das hinsammeln. Also wärst du jetzt mit deinem Händchen und durchstreifen, ey. Aber ich... Was hier... Was noch? Ich nämlich nicht. Eigentlich echt nicht, ne? Aber nicht, dass es dann irgendwo was geht. Ne, der kommt nicht raus. Immer die falsche Taste, ey. Dann mach ich schon ein bisschen leiser. Ich hatte vorhin gedacht, er wäre ein bisschen laut, das ist ein bisschen leise, deswegen habe ich schon ein bisschen hochgedreht. So. Okay, jetzt sind du aber immer noch 3, ne? Und ich hab Kay, können wir das auch nicht machen. Wir gehen das hier ein bisschen runterdrehen. Irgendwie so vielleicht. Nein! Ah, ich hätte so gerne ein Schild, ey. Immer was zum Blocke von denen fucking Angriffe. Wenn ich von diesen Quecksilberkugeln damit geht. Ah jo, na jede schießt jetzt glaube ich nicht. Oh, großer Hund! Nein! So mit Handcheck gerechnet. Ja
die kann ich gebrauchen. Hat der mich jetzt tatsächlich getroffen? Guck mal, der hat doch jetzt geschossen, der müsste eigentlich Kohle fallen lassen. Was ist denn das? Die komische Quecksilberkugel mit dem grünen Kram. Ist das vielleicht so, entweder weil es voll ist und die eingelagert wäre, oder dass das vielleicht irgendwie so Kohle sind, die Giftschaden machen. Ja, das lassen wir Moschee zu, ne? Ach komm, als würde er hier nicht durchpassen. Warte mal, wenn ich jetzt hier durchgehe, bin ich auf der anderen Seite von dem Tor. Dann ist hier unten der Große, der die ganze Zeit gegen das Tor klopft, oder? Jetzt wahrscheinlich nicht umgehen, den Kämpfer, wenn ich ehrlich bin. Zumal ich jetzt auch nicht die allergrößte Anzahl an also und Blutdinger habe. Ich glaube nicht, dass ihr von hier seid. Tja. Ja. Ey, die sind alle gar so hilfreich wie Kopf. Tja. Alter! Wow, was ist denn das für Viecher? So haben wir nicht gewettet. Öl wenn wir jetzt hier hochgehen wird. Shortcut. Also vielleicht irgendwann nur von der anderen Seite. Das Ding können wir uns holen. Halt, Blut, Tau, was das auch immer ist. Ich hasse Hunde. Dieses Ausweichen funktioniert einfach nicht. Nein. Ich will was zum Bloggen haben. Irgendwie Schild oder so. Ey, du siehst ja noch andere. Als der dreckige Köder nicht ausreiche.
Ja. Wow, Alter, wo kommst du dann jetzt her? Nein, Sackgass. Das ist doch der ohne G die dir gekloppt hat, oder? Ai, natürlich. Ja, gut, wenn der das jetzt nicht ist, dann kenne mir du den Shit hole. Wo ist er dann jetzt? Er müsste doch jetzt irgendwo da oben rumlaufen, oder? Der kommt bestimmt gleich wieder irgendwo hergehüpft. Schlagen ist ein Spaß. Kopf. Wo war das? War das hier? Ne, das war nur eins weiter oben, wo der war jetzt, ne? Da ist er. Da ist er. Nein! Wie werfe ich denn nochmal was? Nein. Nein! Ach so. Geil! Jawohl, noch Schlag, komm! Nein, das war nicht Schlag. Geil. Jetzt kennt man da runtergehen und auf den anderen dort unten auch noch Molotow-Cocktails schmeiße. Wenn das hier dort genauso viel Schade macht, hätte man den hier mit 12 und den Dinger kaputt. Ganz langsam. Aber vielleicht gibt es da jetzt gleich hier einen Shortcut und wir kommen sowieso irgendwie zurück zu dem. Okay. Oh ne, da habe ich keinen Bock drauf jetzt. So, gehen wir mal zurück. Wir schmeißen wir zuerst auf den anderen so Molotow-Cocktail und gucken, was passiert. Wenn wir dann das unten sterben, müssen wir aber den ganzen Weg. Natürlich jetzt so die auch nicht so geil, ne? Aber gut, wir schmeißen Molotow-Cocktail auf den. Und dann sehen wir jo, wie viel Schade das macht. Und wenn das nicht genug Schade macht, hauen wir schnell wieder ab. Wo kamen jetzt die 53 Dingsbums her? Ich finde das aber jetzt so schon ein weiter Weg, oder? Also ich sag mal so, dass mir irgendwie so, normal so Latanje oder Shortcut oder was irgendwie vielleicht, eventuell. Okay, das macht jetzt nicht so viel Schade, wie ich mir das erhofft habe. Dann du mir Moschee, die Viehs in die Hand nehme. Und Mario the Forest Gump. Der wird dir jetzt nicht gerade Nogloff kommen bis zum St. Nimmerleinstag, oder? Die ist ja eh nicht das schnellste, hatte ich das Gefühl. Kant hier, nicht dass der da irgendwie von innen. Warte, hier können wir uns draufstellen, das sieht man jetzt doch ganz gut. Also er scheint, denke ich, jetzt erstmal nicht. Ja, aber es war dann nicht so berauschend mit dem mit der Brandbombe, ne?
schon doch die zwei komischen Dinger, du kennst sie, ne? Die mehr oder weniger Hunde oder was das da ist. Wenn es jetzt wenigstens nur einer von der Sorte wäre, ne? Aber es sind ja direkt wieder zwei. Als die einer nicht reiche. Ach, das geht doch. Komm, da ist doch was zum Insammeln jetzt. Hopp. Mal kurz zurückgucken, ne, dass du gleich was von hinten angehüpft kommt. Ach, guck mal da. Da sind wir aber nicht herkommen. Sind wir da herkommen? Ne, da sind wir nicht herkommen. Wir sind von der anderen Seite kommen. Okay. Okay, hier könnte man sich irgendwie runterfallen lassen. Ich weiß aber nicht, wo man dann lande, was das für Auswirkungen hat. Deswegen würde ich das jetzt, glaube ich, erst nur nicht machen wollen. Ohne sind wir quasi herkommen. Also es wird mich halt schon irgendwie reizen, ne, hier runter zu springen. Also ich kann hier quasi auf den Bretterverschnitt, dann auf den Bretterverschnitt, dann wieder auf den nächsten und dann landen wir doch ganz wo Ratte sind. Machen wir nicht. Das machen wir mal nicht. Warte, so sind wir herkommen, dann geht's doch hin und theoretisch weiter. Das ist aber auch wieder ein großer Gegner, oder? Der ist doch riesig. Also sind die Dinger irgendwie auch so ein bisschen nur Elden Ring gewandert? Okay, hier könnte ich jetzt... Nein! Nein! Jetzt bin ich schon runtergefallen. Och Mann. Wo bin ich denn jetzt? Wenigstens nur kommen kenne. War ich hier schon mal? Ich hab mich verlaufen. Wo ist die Tür? Nein, die habe ich nicht gesehen. Das ist so dunkel. Wart. Greift der mich an? Jo, ne? Der greift mich an. Das ist ein verdammter Fluch.
Als die Jagd begann, hat uns die heilende Kirche verlassen und die große Brücke in den Kathedralenbezirk blockiert, da in dieser mondhellen Nacht Alt-Yanam brannte. Okay. Weil Leute, wir können nicht so richtig lang machen. Mir brenne die Aue wie Sau. Bitte Gott, Gnade. Ich muss leben. Eieieiei. Ich hab mich verlaufen, ey. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Verdammter Fluch! Nein, wo kommt der jetzt her? Oh Gott! Ich kann mich drehen und wende, wie ich will. Überall Gegner. Ich habe keine Ahnung, was für Richtung ich hier laufen muss. Vielleicht ist hier jetzt nochmal Shortcut. Ja, hier ist Shortcut, geil. Wie ist denn das, wenn ich jetzt zurückkehre zu dem komischen Traum von Dingensbums des Jägers? Sind dann danach wieder alle Gegner da? Ich muss jetzt mal echt mal googeln, wie man sich hier aufleveln kann. Bloodborne aufleveln. Alter, ist das kompliziert. Was ist denn das? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Na gut. Das war jetzt eher überschaubar, ne? Könnte man ja theoretisch so Molotow-Cocktails kaufen. Kugeln haben wir. Dann kaufen wir noch ein paar Filiole. Und dann gehen wir mal zurück. Überlegen. Wo war denn jetzt der Shortcut? Hier, ne? Ach, Aiole, sind wieder alle gar. Das Problem ist halt, wenn du jetzt quasi erst aufleveln kannst. Also da hat irgendwas gestanden, man musste erst stehen, eine Gegner machen und das erreichen und sel und jenes und Dodipup und bla bla bla. Dann muss man halt schon sagen, ist die Gefahr, jetzt den ganze Rotz hier vom Anfang zu verlieren, relativ groß. Wow. Mit dem Angriff habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Hosenbärmeister. Gut, vielleicht, wenn jetzt hier der Shortcut freigeschaltet war ist,
könnte es natürlich sein, dass jetzt als nächstes irgendwie der Bossgegner kommt und dann ist kurzer Weg zum Bossgegner. Aber jetzt theoretisch kann ich jetzt hier auch wieder da runtergehen. Das auf? Nee. Macht gegen die Tür auf. Ja. Ruft Aufzug. Ja gut, da hat sich zumindest mal geklärt, was für Richtung wir gehen müssen, ne? War die Rundlage? Ich bin doch von wo irgendwo herkommen. Nee, das ist nicht. Okay, verstehe. Hier sind jetzt bestimmt auch irgendwie Gegner am Stück, oder? Ah, hier. Jetzt habe ich mich schon wieder. Ich glaube, da bin ich hergekommen. Ne, da bin ich hergekommen. Was? Nee, hier bin ich hergekommen. Genau. Ne, du bin ich hergekommen, oder? Hier. Ah, stimmt, da war der im Dunkeln. Und da hinten war irgendwo der alte Sack mit seinem Rollstuhl. Ja, na gut, dann bin ich ja aber hierher gekommen. Und dann bin ich aber hier... Nee, aber ich bin noch hierher gekommen. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Jetzt kann man noch hier hochgehen. Ah, du bist runtergefallen. Und dann auch gleich. Ah, jo, kommen sie raus. Nein, warum du ohne den Hund? Der andere steht genau neben der. Ach, es ist genauso scheiße implementiert wie in den ganz anderen Spielen, ey. Wo ist denn der zweite Drecksköder? Was mit der? Roll! Dies tapfere Schneiderlein. Das sind wir uns eh nicht tot. Oh, das unten sieht aber schon das rote Geklimme do. Das ist bestimmt irgendwie Bossgegner. Ist es jetzt eigentlich besser mit dem Verstehe? Ich habe den Spielsound eigentlich, den ich so ein bisschen runter geregelt. Ihr seid ein Jäger, nicht wahr? Und, tja, kennt ihr einen sicheren Zufluchts... Ich habe vieles gehört. Würde die Jäger den Hintern bewegen, hätten wir diese Probleme. Ihr seid dazu verpflichtet, mir zu helfen. Also, wie ist es? Erzähl. Ja, nein, kann ich da was anderes auswählen? Ja, geil. Ja, ich hätte es wissen müssen, ihr seid zu nichts Nutze. Ja, diese Fremden, los. Gebt, ach, verschwindet. Was ist denn jetzt noch? Es sei denn...
Ja, ich hätte es wissen müssen. Ihr seid so nicht nutzend. Undankbar. Ihr habt Laufen durch und bringen alle Monster und Bestien um, damit die dann irgendwann nur wieder in Ruhe durch die Straße ziehen können und als Dank kriege ich so einen Rotz erzählt. Alles klar, super, danke. Das ist doch auch wieder ein Fall jetzt, oder? Da kommt doch bestimmt links oder rechts wieder irgendwann einer rausgehupst jetzt. Aha. Fast wäre ich runtergefallen. Aber wie soll ich denn sagen? Ah, du traust mich jetzt aber nicht lang zu gehen, weil ich halt nicht weiß, ob man irgendwie wieder zurückkommt. Ah, wo kommt denn der her? Nein, zu Katz! Oh, ich glaub. Nein! Müssen wir jetzt erstmal was trinken. Gut, sagen wir mal so, wenn wir dort jetzt runter und hier geht man auch runter, also könnte es ja Sinn, wahrscheinlich, eventuell, kommt man da an mehr oder weniger der gleichen Stelle irgendwie raus. Also, gucken wir mal, dann gibt es hier bestimmt irgendwie ein Item. Ja gut, sagen wir mal so, Items gibt es hier. Aber wenn jetzt hier irgendwie Gegner hergehupst komme. Bis ich raus. Ne, nicht Scheiße. Warte, ne, den kann ich nicht anvisieren. Das heißt, das ist irgendwie so eine Art Händler oder so, oder? Oh, ein Jäger, nicht wahr? Und nicht von hier. In was für ein Chaos ihr hineingeraten seid. Und dann noch diese Nacht von allen möglichen Nächten. Hier, ein Begrüßungsgeschenk für den neuen Jäger. Macht euch auf das Schlimmste. Es gibt keine Menschen mehr. Sie sind... Ihr seid noch... Was ist los? Das macht nichts. Ohne Angst in unseren Herzen. Würde... Was? Ihr habt ein... Oh, tschüss. Hätte er mir jetzt auch keine wenigstens erzählen, für was der Shit, den er mir... Ich will doch nur dieses Scheißding hier treffen. Gibt's hier jetzt sonst nichts mehr, der was? Wäre jetzt halt auch irgendwie die Frage, gibt es hier sowas in der Richtung wie Sprungangriff oder Sturzangriff oder wie man das auch immer nennt?
Ach so, gut, ich bin ja hier runtergesprungen, das heißt, ich muss auf jeden Fall hier irgendwo runterspringen. Nach Möglichkeit irgendwo, wo es mir jetzt nicht so viel Schaden macht. Hier. Na gut, hier könnte man wahrscheinlich so runterfahren lassen. Ah jo, hat mir das was abgezogen. Na, nicht so knapp. Hauen wir sie erstmal nochmal ab und sondiere die Lage. Gehen wir hier, Moschee, Dash. So, dass so jetzt erstmal von links hoffentlich keiner du und an kommen kann. Sagen wir mal so, die Gegner, die Halle jetzt mittlerweile schon deutlich mehr aus als am Anfang. Also ich sag mal, ich würde jetzt echt mal gern irgendwie aufleveln, dass ich mal ein bisschen stärker wäre. Hat er was in der Hand, hä? Ah jo! Hör auf! Gut. So, da hinten steht noch einer. Kann man hier irgendwie... Das hier? Ja. Ich habe auch keine Ahnung, für was dieser Bluttauchkram ist. Ja, tut aber ab viel aushalten, ne? Kannst du jetzt bitte die scheiß Leiche plündern? Danke. Ja, keine Ahnung, wie geht's jetzt weiter? War da hinten eine Tür? Ja, ne, da hinten ist eine Tür. Ah ja, gut, dann. Dann wird's da hinten wohl weitergehen, denke ich mal. Ih, da unten ist eine Ratte. Ugh. Und die sind groß. Ja, da kann man die Leiter runterstupsen wahrscheinlich. Aber irgendwie nochmal so Shortcut oder so Leuchtlampe-Ding wäre eigentlich aber schon irgendwie auch ganz geil, muss ich sagen. Ne. Ich habe gedacht, die müssen da runtertreten. Bevor wir da runtergehen, müssen wir mal da oben noch gucken. Wow, shit, wo kommt denn der her? Nächstes Mal kündigst du dich gefälligst an. Nein! Shit! Schon wieder dieses falsche Knöpfchen gedrückt. Jedes Mal trick ich hier dieses komische wie heißt das? Schnelleinsatz, Quick, keine Ahnung. Schnelltaste Gedöns. Also hier Molotow-Cocktail schmeiße.
Jetzt. Hier war es dieser Bluttau, der wie das heißt, da ist, weiß auch kein Mensch. Zumindest habe ich es meines Wissens nie erklärt gekriegt. Ja, super, jetzt sind wir irgendwo rund gelaufen. Jetzt laufen wir auf der anderen Seite noch mal rund. Und so Fische, ne? Ja, jetzt schon ein bisschen aufpassen, nicht, dass du von der Seite wieder einer Angriff kommt. Nee, nee, nee! Ach, nein, nein! Okay. Wo bin ich hier? Hier geht's weiter runter. Das hier ist auch 100%iger Fall, ne? Die steigen wahrscheinlich alle auf. Gut, hier ist zumindest eine Leiter, da kommen wir irgendwie nochmal hoch, wohin auch immer. Vielleicht ist das die Leiter ganz am Anfang, wo wir hier reingekommen sind in dieses Gebiet. Ach so, naja, man sieht jetzt gar nicht. Warten wir. Hier ist danach nichts. Machen wir es so. Dann sieht er oben auch das ganze Geraffel da. Hey, wo bin ich denn jetzt? Was hat er dann für eine Waffe? Keule? Nee, hey! Also ich formuliere es mal so. Mir fehlt jetzt hier schon so ein bisschen dieses Auto anvisiere. Wenn A-Gegner tot ist, dass er auf den nächste springt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man das vielleicht noch irgendwie sozusagen in der Einstellung aktivieren kann. Los Molotov-Cocktails wirken. Ja. Ach Gott, guck mal, das ist noch ein Leder. Verdammter Fremder, ihr wollt mich dazu bringen, die... Oh Himmel, dieser Verdammt, ihr wollt... Oh Himmel... Wäre eigentlich ganz geil. Könntest du drin, könntest du ein bisschen anhocken, Tee trinken oder sowas. Plätzchen essen. Mich nicht kämpfen, schön im Warme. Das ist Shortcut. Falls ja, wohin? Geht natürlich auch ein Hölle-Tempo auf das Ding, du. War ich hier schon mal? Wenn ja, wo ist das? Ah, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ah, wie soll ich denn jetzt sagen? Ja. Das ist doof. Aber, also, Also so richtig abholen tut mich der Shortcut jetzt gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Kann man nicht hier irgendwie schnell oder so? Ah ja.
Ja, ihr Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt die Leiter noch mal runter, wenn wir sie finden. Warte, hier. War hier noch nicht? Und dann machen wir hier quasi beim nächsten Mal weiter. Nur die Frage, jetzt müssten wir eigentlich hier hinten nur noch durchstehen, ne? Wo die ganze Ratte gelumpt ist. Ach, Leute. Ach, ich weiß nicht. Dark Souls 1 gefällt mir besser. Dark Souls 2.8, Dark Souls 3.8, Elden Ring 8. Aber es ist halt schon eigentlich auch ganz geil. Also so vom Grafikstil und vom Setting her. Aber es ist irgendwie so, dass ich jetzt erstmal nichts wirklich zum Bloggen habe, dass ich nicht aufleveln kann. Das Ausweichen funktioniert, finde ich, auch eher nur so semi-geil. Dann noch das Gamepad dazu, aber gut, mir spielt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter, das ist schon mal klar. Weil, also es ist jetzt auch nicht so, als ich jetzt keinen Spaß mache, aber ist halt alles für mich erstmal ein bisschen ungewohnt und neu. Gut, ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie komme ich denn jetzt hier quasi ins Menü wieder. Status, Spiel verlassen, ne? Steuerung. Automatischer Zielwechsel ein. So ist es doch. Vibration des Controllers. Ich kann mich jetzt tatsächlich nicht dran erinnern, dass der Moment, also vibriert hat. Weiß ich jetzt nicht. Naja, gut. Also, ihr Leute, ich würde sagen, das war's für heute noch mal. Am Samstag kann es sein, dass ich nicht streame, weil das hier im Nachbarort, der 2 Orte weiter, ist Cap. Habe ich mich mit einem Kumpel von mir verabredet. Und da würde ich auf jeden Fall hingehen. Freitags auch. Also entweder müsste man mal gucken, ob man was Richtung Donnerstag macht oder Richtung Sonntag oder halt erst wieder am Montag. Beim Montag wird das auch noch Cap, aber so sind, glaube ich, nicht mehr so viele Leute da, die ich kenne. Von daher kann man das auch sinnlos. Ja. Aber gut. Dann wünsche ich euch, was ist denn heute? Montag, ne? Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns dann demnächst wieder, ne? Bis dann. Ciao.